sein Referat Patrick Durstwood. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zuallererst gebe ich euch gerne ein gerne Merci so für Präsenz und nicht Vertrauen. Es ist mir ein großes Frieden und ein großes Eier, Nationalpräsident dürfen zu sein an die nächsten Jahren, mit dir auf die Weg zu gehen, gerade so wie es bei einem Frieden und ein Eier aus zusammen mit den Kollegen vom OGBL an enger zusammenarbecht, wie man sowieso nicht kann, und dafür zu sorgen, dass wir unser Sozialmodell halten und das weiterführen und ausbauen, nicht nur verteidigen, was andere für uns abgestaltet haben. Die Unterstützung an den Zuspruch, den dir mir immer gegeben hat als Memberin, stellt Grundvoraussetzung dar, für als Nationalpräsident meine Arbeit können zu machen und ob die Objektiven hinzuschaffen, die mir als Gewerkschaft gehen haben. Notamment die von den Salarien an den Rentner an ihre Arbeitskonditionen, ihre Lebenskonditionen kontinuierlich zu verbessern. Weil ich für nicht gerade 14 Jahre Präsident vom LCGB gesehen, wäre mir an einer schwierigen Phase. Als Gewerkschaft wird sich komplett neu müssen aufstellen als Organisation an der Mission, die wir als Gin haben, und noch was als Finanzsituation angeht. Und ich habe das nicht alles gepackt ohne ihr. Und ich habe das auch nicht gepackt ohne ihr ganz bestimmte. Und ich gucke den Lo. Da ist als Generalsekretär de François Lommel, de Franz, ohne ihn wird den LCGB nicht da, wo wir heute stehen. Merci, Franz. Hat mingeriert mit dat foste net. Wir hun eng gesund Distanz zur Parteipolitik misse fannen. Wir sind daraus aber viel kritisiert gin, an hun hat Moment auch ferner geleden, dat Kredibilität vom LCGB auf frohgestalt gewähr. Kolleginnen und Kollegen, haut. 2 Sozialwahlen mich spät kann ich mit Satisfaktion feststellen, dass wir finanziell Schieflage ganz schnell bringen konnten, dass wir eine effiziente, starke Organisation konnten auf die Beine stellen, die nicht nur gut Wahlresultate und eine substanzielle Membersentwicklung aufweisen kann. Wir haben die nötigen Decisionen geholt für Vermischung von politischen und gewerkschaftlichen Mandaten zu evitieren. Der LCGB hat sich sein Glaubwürdigkeit immer geschafft, durch sein Erbest und sein Ersatz. Ein Eschec wäre für uns nie eine Option. Kolleginnen und Kollegen, den LCGB hat sich Schritt für Schritt nicht nur aus den Problemen herausgeschafft. Den LCGB hat auch die Stellenwert an der Sozialpolitik, den es ermöglicht, als Partner mit an die richtige Richtung zu ziehen, aber auch, wenn es muss sein, als Kontrahent, der mit allen Moyens, die uns zur Disposition stehen, für die Rechte für seine Members kann antreten. Kolleginnen und Kollegen, den LCGB ist do, den LCGB ist so stark wie noch nie für drin, ob uns kann ihn zählen, wenn ihn uns braucht. Aber mit uns muss noch rechnen, wenn es drauf könnt. Dieser Succès kommt nicht mehr zustande kommen, weil wir alle zusammen als Equipe abgetreten sind. Und weil wir als Equipe alle gut zusammen für einen angetreten sind.
Den LCGB huet seg Prestationun als Servicer kontinuierlich adaptiert a verbessert. Ech geef gern un als LCGB-App dein LCGB erinnern, die et de Member erlaubt per Visiokonsultationun Rot an Hëllef am LCGB ze kreien, as ein Dossier or op Distanz zu konsultieren. An eurem Aktionsprogramm sind mir auch neu wehrgang. Ich will just op de Sujet Digitalisation a künstlich Intelligenz verweisen. Den LCGB operiert haut net mat Schlagfeder. Mir hunn des 2 Thematiken an de letzte Joren am Fond opgeschafft, an Position vom LCGB an 2 Publikationen festgehalten. Das nodems mir an de Strukturen eng mi bret Diskussion gefauerert hun, die mir auch an 2 Table Ronden mat Akteuren aus der Politik, der Ökonomie, an der Gewerkschaft zu diesem Sujet diskutiert hun. Digitalisation a künstlich Intelligenz sind ha nëmmen 2 konkret Beispieler wie den technologische Wandel, besonders am IT-Bereich, net nëmmen als Erbechtsplatzen, mir auch als Gesellschaft bis an den kleinsten Eck könne verändern. Dafür ist es wichtig, dass wir das Sujet können einer Sozialpartner zusammen mit der Regierung nicht nehmen diskutieren. Mit klare Konklusionen ziehen, was nötig ist für uns Betriebe, Arbeitsplätze und besonders Salarien mit Zeiten auf das Evolution vorzubereiten und nicht zu Revolutionen, das heißt, Umbrüche kommen zu lassen, wobei viel Sozialkasse durch Arbeitsplatzverlust und Chômage entsteht. Es muss dementsprechend konsequent a Formation continue investiert gehen. An die Manier, wie wir Salarien an die Betrieber wollen weiter fortbilden, muss auch um die neuen Gegebenheiten adaptiert gehen. Darüber hinaus brauchen wir besser adaptiert Moyen für die Existenzabsicherung von den Salarien am Privatsektor zu realisieren. Und ich muss an dem Kontext sagen, dass ich mal von meinem Telefon, den ich gemacht habe, sich am Numm von den 2 Organisationen syndikalen, OGBL und LCGB, ein bisschen mehr versprochen hat, wie nimmen eng Reunion. Bei der letzten Regierung haben wir fertig zusammen Druck zu machen, Argumente zu sichern für Plan de Maintien de l'Emploi. Bei der Meiler ist es beim Sozialplan geblieben. Wir haben einen Plan de Maintien, der nicht fertig wurde, weil er auch durch die politische Unterstützung gefehlt hat. Das war so eine Tatsache. Neben der Herausforderung durch Digitalisation und künstliche Intelligenz kommen neue strukturelle Probleme bei Saldo. Durch CO2-Problematik und immer mehr einen hohen Kostenpunkt von der Energieversorgung. All das an anderen Sujeten wollten wir zusammen als Sozialpartner gemeinsam mit den Regierungsvertretern, besonders dem Arbeitsminister, am Komitee permanent du Travail de l'Emploi diskutieren, für Lösungen am Sinn von den Arbeitsplätzen an den Salarien auszuschaffen. Natürlich ist den LCGB auch an einem neuen Kollektivvertragsgesetz interessiert, weil das die Gewerkschaften hier handwegs geschieht, für am Sinn von den Menschen an den Betrieber können zu schaffen, an ihr Lebens- und Arbeitskonditionen kontinuierlich zu verbessern. Und gerade so natürlich ist es für den LCGB am Kader von Kollektivvertragsverhandlungen Lösungen auszuschaffen, für die Arbeitszeiten mit dem Familienleben von den Menschen unter den Hut zu bringen. Ob am Kommerz sonderserbecht, ein Kader für Schichtpläne an die Industrie, als Trend an einem IT-Betrieb oder der 24-Stunden-7-Betrieb an der Santé. Überall haben wir bei Verhandlungen für Kollektivverträge die richtige Lösung für Betrieb als Salarie fand. Mehr haben doch kein Expert von irgendwo gebraucht, mehr sie selber eins gehen. Kolleginnen und Kollegen, und dafür können wir auch die regelrechte Attacke auf die nationale Repräsentativgewerkschaften und ob ihr das Recht für Kollektivverträge auszuhandeln und zu unterschreiben nicht verstehen. Eine Attacke auf Gewerkschaften und auf unser Sozialmodell, den darauf basiert, dass sich an einem Sujet eins geht, an eine gewisse Richtung zu schaffen und am Konsens
ein Resultat erreicht. Op Regierungsseite gouf e Paradigmewechsel durchgezogen. Dat gëtt klar visibel mam Plan d'Action national pour promouvoir la négociation collective, den den Erbichtsminister lächten Hirschwald op de Wee bringen. Den Erbichtsminister denigriert Gewerkschaften, stellt als rückständig als Quantité negligible durch. Am Argument vun der Unzuel und neutralen oder besser gesot Patronatsdelegierten soll heute Kräfteverhältnis am Betrieb komplett ausgehebelt gehen, damit der Regierung ganz klar Politik die Patronat auffordert, an nicht ernst. Für Gewerkschaften, auf Verhandlungen mit den Gewerkschaften, geht halt kein Rätsel mehr. Für Verbesserungen am Kollektivvertragsgesetz wie die Rolle von den national repräsentativen Gewerkschaften zu stärken, und mehr Argumente zu haben, für Kollektivverträge zu verhandeln, schwätzen wir gar nicht mehr. Am Klartext bedeutet das, ich Patron will aber gar nicht mehr mit den rückständigen Gewerkschaften zu dienen und als Kollegen, der Premierminister und sein Erbichtsminister, die machen das dort auf Kosten vom Steuerzahler antreiben. All Mensch hier am Land kann sich nur Bild machen, wer der Premier als ein Erbichtsminister von den Salarien an ihre Vertreter halen. Auf von der nedischer Vertrauensbasis am Umgang mit denen kann ich noch nicht mehr schwätzen. Außerdem müssten der Premier sein Erbichtsminister wissen, dass die Manier, wie sie das Direktiv wollen umsetzen, komplett gegen den Geist an den Inhalt von dieser Direktiv geht. Fazit von dem Ganzen: Wenn insgesamt der Sozialdialog von dieser Regierung darauf beruht, dass sie wollen erstens konsultieren, zweitens allein dezidieren. Dann ist das der klare Beweis, dass sie am Fond nicht mehr wollen mit den Gewerkschaften zu dienen haben. Und nicht mehr wollen schaffen, wie wir da an unserem Sozialmodell bis lokal tun, wo wir gemeinsam Lösungen geschafft haben, also über Konsens auswählen. Wir sind aktuell mit einer Politik von der Regierung konfrontiert, die Gewerkschaftsrechte auf Freiheiten, den Archiv von den Leuten aus dem Privatsektor und Beispiel von den Kollektivverträgen an den Pensionen visiert und ob man es da vorstellt. Sonderserbicht, Öffnungszeiten und die Mandatärbigkeiten am Kommerz lassen wir nicht komplett deregulieren. Des neue Öffnungszeiten entsprechen nicht dem Besoin von den Leuten. Aber weil sie nicht dem Besoin entsprechen, froh mir als wie wert mir Salarien an eine Situation bringen, wo sie Erbicht a Familie nicht mehr in den Hut können kriegen. Zumal an einem Niedriglohnsektor. Kolleginnen und Kollegen, es geht hier nicht nur um Eis und Gewerkschaften. Nein, Kolleginnen und Kollegen. Es geht ganz klar darum, für am Privatsektor Gewerkschaften auszuhebeln, auszugrenzen und auszumanövrieren. Für dann an einer zweiten Phase können Erbigkeiten zu flexibilisieren, Löhne vorzustellen und Pensionen aufzusetzen. Die rezenten Dementi von der Ministerin von der Sécurité Sociale, was dafür von Karenz angeht, beweist just etwas. Und zwar, dadurch das ein Thema wäre. Ein Thema für vielen an der Allianz zwischen Regierung und Patronat, die sich Deregulierung, Lohnreduktion, Totalflexibilisierung von den Erbigkeiten an der weiteren Wohltaten nach mehr, an der weiteren Wohltaten für das Patronat noch mehr auf den Fendel geschrieben wird. Eine Allianz vom Häuptling von der UL als einem Scharfmacher von der Fédération des Artisans mit einem Premierminister als einem Erbichtsminister, die all Bezug zur Realität a jegliche Respekt verloren für und den Leute, die all den Reichtum von diesem Land mit ihrer Erbicht erschaffen. Das ist eine Tatsache. Vorstellt sich halt, ob die Regierung gefoen auch so mit ihrer Funktion publik umzugehen, wie sie das mit den Salarien aus dem Privatsektor machen. Wir refusieren auf jeden Fall ein System, das auf soziale Apartheid beruht, von die an der 5-Sterne-Klasse mitfuhren, an Divisionen von Menschen an der 2. Klasse, an der Holzklasse sitzen. Kolleginnen und Kollegen,
Der Premier sein Erbichtsminister zerstören Sozialkohäsion hier am Land, als ich meine, das mit Absicht. Zu einer anderen Konklusion kann ich nicht kommen, wenn ich auf der einen Seite gesagt, wie an der Fonction publique ohne groß Abhebens einen substanziellen Akkord salarial verhandelt wird, und auf der anderen Seite am Privatsektor der Premier als Alliierte vom Patronat Sozialaufbau betreibt und en passant Gewerkschaften will wäschfegen. Das gibt der Premierminister sich niemand der Vertreter von der Fonction publique erlauben. Am Fond geht es also auch um Gleichbehandlung von Fonction publique am Privatsektor. Dasselbe Spielchen lebt an der aktuellen Diskussion rund um das Pensionssystem, den so seht, die responsable Minister reformiert soll und muss gehen. Eng Fassade à la Potemkin, schwätzt matt, geht hier abgeriecht, die just einen Zweck hat, nämlich die Gewerkschaften OGBL und LCGB aus der Diskussion zu ekartieren. Op Propose vun de Gewerkschaften fir als Rentesystem durch neue Resetten zu stärken, kree mir kein Antwort ausser dat het neistoff kachte. Eng ministerisch, die op diesen Dach och nach net kasoen oder will soen, wéi Regierungspolitik an so einem kruzialen Dossier soll ausgesehen, muss ich froh gefallen lassen, ob se Leute am Privatsektor an hier Vertreter net formidabel veräppelt. Eng ministerisch, die bislo nimme mat unausgegorener populistischen Aussoen zum Sujet Pensionen an der Presse opgefallen ist, a komplett Diversicht an der Gesundheitskäse verloren huet, an nimmen durch den brachialen Ersatz vun de Sozialpartner an der CNS op de Plan Beruf kommt hin. Den Dement, die wat karenzlich ugeht, aus du bei stärkt Stick, erkennt trop hindeuten, dat dem beim Patronat vielleicht Eingefälligkeit zuviel ergang ass, an der Lo Bemol willen die Wärm Grumper las gehen. Kolleginnen und Kollegen, der Premierminister, sind Kollegen am mehr besonders der Sekuritätssozialminister, sind am Gangen am Bereich von der Sozialpolitik eng Linie zu führen, die unweigerlich zu einer Frontalkollision mit den Gewerkschaften feiert. Wir gesehen dat als eng von den größten Attacken op Sozialarkien op bei Sozialmodell zan der Ende vom Zweiten Weltkrieg. Sozialapartheid als definitiv eng Realität gin an diesem Land. Kolleginnen und Kollegen, so eng Politik betreibt der Premier nicht aus Responsabilität für dem Land. Mir sein enschen Undrief als sich mit der Fonction publique zu arrangieren, weil es dem Rang an engem Wahle geht. An hier sind Politik in wahltaktischen Aspekten definiert. Dabei geht die Chambre hier am Land nach just von einer Minorität von den Anwohnern gewählt, und ist nicht mehr repräsentativ hier als Gesellschaft. Für dem entgegenzuwirken, an den Privatsektor politisch zu stärken, brauchen wir das Wahlrecht für die Chambre für alle guten Anwohner von diesem Land. Dann geht doch als deputierte Chambre vielleicht von mehr Menschen gewählt, wie die Chambre des Salariés, die haut die einzige Vertretung aus, die alle guten Salarien und Rentner aus dem Privatsektor kann repräsentieren. Einfach so weiterführen, wie das Regierung nicht will, das können sich Salarien aus dem Privatsektor nicht mehr leisten. Sozial und engagiert für die Wähler an der Fonction publique, akal und wirtschaftsliberal für den Privatsektor. Es geht uns durch, es geht uns dick durch. Kolleginnen und Kollegen, wir müssen als Kinder so einen Approach, was den Privatsektor angeht, führen. Mit allen Mitteln, die uns als Gewerkschaft zur Disposition stehen. Aber wir werden das auch machen. Allerdings muss es uns klar sein, dass wir mit einer Allianz von Regierung und Patronat zu dienen haben, weil wir sie noch nicht an diesem Land kannt haben. Außerdem stehen heute nicht nur Gewerkschaftsrechte und Freiheiten im Spiel. Es geht um die Arbeitskonditionen abheilen, um Sekuritätssozial, Pensionen und Gesundheitsversicherung für alle Menschen, die hier am Land gehen Pai muss schaffen oder geschafft wird. Der Premier, seine Kollegen am mehr besonders der Sekuritätssozial,
können mat Begriffe wie Solidarität oder Sozialgerechtigkeit nicht aufhängen. Können noch nicht verstehen, wie die Menschen sich fühlen, die eben nicht zu den Happy Few an den Chefetagen oder den Ministerien gehören. Und dafür ist es uns klar, dass wir eine enorme Responsabilität tun. Nicht nur vis-à-vis von den Leuten, die hier am Land am Privatsektor arbeiten, aber auch vis-à-vis so von den Generationen von Gewerkschaftler, die für uns mit ihrem Engagement dafür gesucht tun, den sozialen Fortschritt noch vorzubringen. Außerdem wollen wir auch den Generationen, die nach uns kommen, eine Arbeitswelt an eine soziale Sicherheit hinterlassen, die es dem Menschen erlaubt, anständig und dezent zu leben und eine gute soziale Aufsicherung zu haben. Aus all diesen Gründen ist es eine absolute Notwendigkeit. Nein. Es ist quasi schon eine Verpflichtung, mit den Kollegen vom OGBL, am France Syndical OGBL LTGB zusammen zu schaffen und für uns Rechte anzutreten. Die zwei grossen national repräsentativ Gewerkschaften hier am Land haben nicht nur dezidiert, sich ganz eng zu konzertieren, mehr Kräfte zu bündeln, für effikaz und effizient für die Leute anzutreten. Der France Syndical OGBL LTGB wird in den nächsten Wochen am Montag die Salarien hier am Land informieren und sensibilisieren. Aber wenn wir keine Satisfaktion kriegen, da könnt es nicht nur zu Aktionen an der großen nationalen Manifestation den 21. Juni, da könnt es darüber hinaus auch zu einem regelrechten Sozialkonflikt an diesem Land. Mit, wann es dann nötig ist, einen Generalstreik. Kolleginnen und Kollegen, all Menschen hier am Land weselo. Den LCGB ist bereit, mit den Kollegen vom OGBL an unserem gemeinsamen Front Syndical bis zum Äußersten zu gehen. Mit uns geht es kein zurück. Kolleginnen und Kollegen, mit ein bisschen Recul muss man sich vorstellen, für was wir an der Situation kommen sind. Für was will der Premierminister überhaupt als Sozialmodell vorstellen? Gewerkschaften haben hier am Land durch Verhandlungen von Kollektivverträgen für mehr als 50% von den Salarien der und Remunerationskonditionen geregelt. Gewerkschaften haben durch ihren Engagement an der Tripartite dafür gesorgt, dass die verschiedenen Krisen, durch die als Ökonomie gegangen ist, nicht zu sozialer Kasse gefördert haben, sondern zur Stärkung von unserem Sozialmodell und damit zur Prosperität vom Land beigetragen haben. Gewerkschaften haben darüber hinaus dafür gesorgt, dass eine performante Sécurité soziale entstanden ist. Gewerkschaften haben auch dafür gesorgt, dass der Mindestlohn sich kontinuierlich weiterentwickelt wird und dass verschiedene Sozialtransferen, wie zum Beispiel Kammergeld, nicht vergessen sind. Gewerkschaften an ihre verlängerten Delegationen haben bei Problemen am Betrieb nicht nur die Salarie geholfen, aber oft auch den Betrieben so manche Probleme gelöst. Und das, Kolleginnen und Kollegen, hat enorm zur sozialen Kohäsion und zum Erhalt vom sozialen Frieden nach dem Land beigetragen. Also Sozialmodell, den Ende 70er Jahren auf der Weg genoss, hat also enorm Meriten, nicht nur was die ökonomische und soziale Entwicklung von unserem Land angeht. Herr Vizepremierminister, Herr Büttel, der hat als Premierminister 10 Jahre lang stark für unser Sozialmodell angesagt. Der hat mit Bipartiten angefangen, der hat zu dem Moment, wo die Krise sanitär wird, dafür gesorgt, dass zu 3 enorm Moyen décidéiert gesehen am Kader vom Chômage partiell für keine Sozialkasse am Land zu kreieren. Die hat Konsequenzen von der Krise sanitär und von dem Krieg an der Ukraine, dem unsäglichen Krieg, mit Tripartiten versucht entgegenzuwirken, mit dem Resultat, dass man mit dem Energiepreisdeckel die Inflation hier am Land stark bekämpft haben. Herr Büttel, wir sind uns nicht immer eins gewesen und wäre auch nicht immer eine Partie de Plaisir dort zu verhandeln. Darum geht es nicht.
der Hu sech durch Ären Ersatz Pferdespurt, dass das Sozialmodell weitergefordert ging ass. E Sozialmodell an der Hu der Jean Kling gesagt von engem andere große sozialliberalen Politiker, dem Staatsminister Gaston Thon, den zu Summe am OGBL-Präsident, dem Jean Castagnaro, den Tripartitsmodell op de Webrot huet. An Englin mat einer Premierminister wie den Jacques Santer an de Jean-Claude Juncker, die sech defir gesuercht tun, dass das Sozialmodell sich heute entwickelt huet. An dofir will ich schei op dieser Platz ein Merci so. Man kritiseiere jo viel, aber man muss auch dat Toten unerkennen, dass es effektiv nicht selbstverständlich ist, sondern dass von denen Personen aufhängt, die Land desideieren, ob man Land feieren, ob man Sozialmodell hun an net. Dafür will ich schei vielmals Merci so, Herr Bettel. Vielmals Merci, Herr Vizepräsident. Eisen Xavi, ich kann da so. Wir werden alles machen, dass die Geschichte von der Tripartit nicht mit dem Sozialliberalen angefangen wird, wie das bei dem Sozialliberalen abhält. Die Garantie, die gibt es. Also Sozialmodell huet auch enorm zur Integration von denen Menschen an als Gesellschaft beigedrohen, die von mir weit hier kommen sind, für sich an ihre Familien eng neue Existenz aufzubauen. Also Sozialmodell als Fundament, op den Sozialkohäsion zwischen Resident und Frontalier beruht. Also Sozialmodell huet also stark zur Entwicklung von einer offener, inklusiver und progressiver Gesellschaft beigedrohen. Das ist ein Konstat, das ist ein Fakt, an den die das nicht will, die will eine andere Gesellschaft. Regierung und Patronat stellen also nicht nur als Sozialmodelle vor. Die Regierung und Patronat stellen Sozialkohäsion und den sozialen Frieden aufs Spiel. Regierung und Patronat wollen eng einer Gesellschaft, die rein nur ökonomische Kriterien funktioniert. Das können und wollen wir nicht akzeptieren. Das müssen wir auf die Schärfste zurückweisen. Dafür, Kolleginnen und Kollegen, rufen ich am Namen vom LCGB, am Namen vom Front Syndical OGBL-LCGB zur Mobilisation und zum Engagement für unser Sozialmodell ab. Solidarität und Engagement sind die Basis von unserer Erbescht. Ob Solidarität und Engagement sind Gewerkschaften gebaut gehen, als Solidarität und Engagement sind die richtige Antwort auf die Herausforderung von diesem Moment. Kolleginnen und Kollegen, es geht bei dieser Mobilisation nicht nur darum, als Acquis zu halten, als gewerkschaftliche Rechte und Freiheiten zu verteidigen. Wir haben auch klare Forderungen an die Regierung. Ein besseres Kollektivvertragsgesetz, das die Rechte von den nationalen repräsentativen Gewerkschaften stärkt. Dadurch, dass bei öffentlichen Submissionen und Subventionen die Existenz von Kollektivverträgen eine klare Prärogative ist. Dadurch, dass die Employerinnen obligiert sind, mit den Gewerkschaften zu verhandeln, wenn wir wollen, mehr am neue sektorielle Kollektivverträge aufhören. Dadurch, dass die Konziliationsprozedur auch schlussendlich auch Streikrecht vereinfacht wird. Ein neues Delegationsgesetz, das die neuen Gegebenheiten wie Digitalisation und künstliche Intelligenzen adaptiert, das als notwendig. Wir müssen hier einer Wehr können gehen. Eine bessere Aufsicherung von den Existenzen von den Salarien gegen den Chômage, dadurch, dass wir den Plan de Maintien an dem Sinn stärken, für Alternativen zu schaffen, wenn es zum Arbeitsplatzverlust für die Salarien kommt, weil entweder restrukturiert wird oder wenn ein Mensch mit den Mutationen von der Arbeitswelt halt nicht mehr mithalten kann. Eine bessere Aufsicherung von den Salarien gegen das Risiko von der Krankheit, dadurch, dass das Reklassement intern
intern privilegiert gëtt, an die ganz Prozedur stark vereinfacht gëtt. Schlussendlich, Dir könnt ihr schon denken, dat die 7-woche Regel durch eng neue Legislation endlich aufgeschafft gëtt. Schwer krank Menschen auch nach die finanziell Grundlage willen zu holen, als eng Perversion am Mist von all sozial denkende Menschen zurückgewiesen gehen. Minister von der Sécurité Sozial huet do het Wort gin, a bislo no iwwer engem Joer ass nächt geschiet nada. Kolleginnen und Kollegen, all des Forderungen wie als ganzen Aktionsprogramm müssen umgesetzt gehen, was wir wollen für mehr Sozialgerechtigkeit an diesem Land zu sorgen. Mehr Sozialgerechtigkeit für Salarien an Rentner, an Gleichbehandlung zwischen Fonction publique und Privatsektor. Kolleginnen und Kollegen, wenn wir zusammenstehen, wenn wir zusammenhalten, dann zweifle ich keinen Moment, dass wir das packen. Den LCGB huet an méi wie 100 Joer zanter senger Gründung so munsche Sturm erlieft. Den LCGB huet duch Sengerbeg da se Ersatz Lützeburg mat geprecht a verändert. An ëmgedreht huet die gesellschaftliche Entwicklung natierlech och den LCGB verändert. Veränderung, Adaptation, Mutation, Restrukturation a Konsolidation. Sie fir reis weder Friemwerder nach Mans Angst. Weil Appes huet sich für uns nie verändert, a werd sich auch nicht verändern. Eisen Engagement, Eis Solidarität, Eisen Ersatz für Sozialgerechtigkeit, wieft Salarien an Rentner, wieft Gewerkschaftsbewegung hier am Land, wieft den LCGB. Merci für die Aufmerksamkeit. Merci.